Ich bin David Braun, ich bin der akademische Direktor von dem 54. Sommer von der Sommerprogramm für jüdischer Sprach, Kultur und Literatur beim JIVO, aufgenommen von Uriel Weinreich. Unser Sommerprogramm ist, wie verrajoren euch, ein Zoom-Sommerprogramm zu lieb der Welt Magefe und das meint Tachlis, als unsere 100 Talmidim in 6 Lernmadreges in 14 Ländern und in 24 amerikanischen Staaten lernen sich Jiddisch, alle seien dick bei sich und nicht dafke in New York, wie es ist gewesen der Steiger, bis mit ein Jahr zurück, das heißt die erste 52 Jahre von der Sommerprogramm. Wir danken euch allen für das Kommen. Wir haben zwischen uns sei die Talmidim von der Sommerprogramm und wir haben geöffnet die Serie Lektions zum breiten Eulen euch. Kedei der breite Eulen soll Hanoi haben und sich haben eine Gelegenheit, sich zu beteiligen in der Sommerprogramm. A viele nicht seien die Kind verschriebener Talmid bei uns und nennt sich bekennen mit der Sommerprogramm und mit der Energie von der Sommerprogramm. Zweimal a Woche haben wir Lektions in der Dosiker-Serie. Die Serie heißt Lektie-Serie von der jüdischen Zivilisation. Alle Montag kommt vor unsere Lektie auf Jiddisch und alle Donnerstag kommt vor unsere Lektie auf Englisch. Und wie gesagt, ist das offen, das ist gezielt auf unsere Talmidim, aber offen für die ganze Welt. Und heißt die ganze Welt, mamisch die ganze Welt. Es ist gar anders, wie wenn ich vertrag die Serie mit 3 Jahren zurück. Reden dich wegen 3 Jahren zurück, ich bin schon im Prozess, im Gang von Engagieren Adinan auf der Dosiker Lektie 3 Jahre sind noch, weil in der Serie wegen der jüdischen Zivilisation habe ich gewollt, als es sollen vertrotten werden, die verschiedenen Kehilles Ashkenaz, die verschiedenen jiddisch-orientierte, jiddisch-redendike Kehilles von der Gorer Welt, weil das Lernen sich wegen einer ist schon ein Beitrag zum besser Verstehen als weiter. Jeder einer von uns hat ein Interesse in einem gewissen Rayon, in einem gewissen Subfeld von der Jiddischitik, das ist Folklore, das ist Sprache, das ist Geschichte, das ist Soziologie. Und das Bakuken, a viele, Mexiko ist nicht dein Fokus, das ist doch Adinas Fokus, aber a viele als Mexiko ist nicht dein Fokus, ist das Vergleichen die Geschichte und die Kultur von Mexikanern Jiden und seine jiddische Orientation und seine Immigration und so weiter und weiter, ist das Bakuken dem Aspekt von der jiddischen Zivilisation, das warf da Licht auf alle andere Heintige und auf alle Frierdike, wo nur die jiddische Zivilisation ist gewesen eine Kraft, ist gewesen und lass mich erzählen eine Sekunde wegen Adinan. Ich bin nicht von den Vorsitzers, was Hepton zu erzählen wegen jenem und wie wir kennen sich und wie lang wir kennen sich und wie teuer sie ist. Sie ist teuer. Wir kennen sich lang, aber nicht das darf ihr wissen. Ihr darf wissen, sie ist die Expertin auf der mexikaner-jiddischer Kultur, Geschichte, Soziologie. Sie ist verbunden mit dem Ivo in verschiedenen Rahmen. Ich gedenke, Adina, du bist gewesen die Lehrerke von Schmuisklassen, etliche Mal, dachte ich, in der Geschichte von unserem Sommerprogramm. Und Adina ist euch gewesen Berosch von einem Projekt EPIC, was hat gedarft stellen dem Trop auf Ideas von der misrach-europäischen jiddischer Kultur, speziell für Bildung in jiddische Tagschulen, wo ein Blick auf der jiddische Zivilisation, auf der Ashkenaz-Zivilisation und auf dem jiddischen Leben, dem heinzeitigen und dem Leben von den letzten 100 Jahren, 150 Jahren, wird oft vergessen, weil man guckt zurück mit 500 und mit 1000 und mit 2000 Jahren oft, oder man guckt nur auf den Heint und nicht auf die Elementen, was haben
ausgebeut, dem dosigen Heint unseren, über die verschiedenen Länder, die Futzes, wo jeden gefunden sich Heint mit seiner Kultur. Adina hat geendigt dem Doktorat in Geschichte in Columbia Universität und weiter dicke Protein gebe ich das Wort Adina Dank für sein mit uns sein. Grüßen Dank, David. Grüßen Dank dem Jivo für die Einladung. Und ich will sich nehmen gleich zu den Themen. Wir wollen haben eine Gelegenheit, wenn ich verendigt zu haben, Fragen und Entwürfe. Und ich gebe gleich an. Ich hoffe, dass die alle Jiddisch-Reders, weil wir das können verstehen. Ich habe an zu reden wegen Mexiko. Ich will vorstellen an dem Historiker Jakob Marcos, was hat einmal gesagt, dass wenn wir dann reden wegen einem neuen Yishuv, wo sie da Iden, neue Iden, darf man ständig suchen, dass sie da früher die Iden. Es klingt ein bisschen wie ein Chochme, אפשר das nicht so, aber für uns heint ist das sehr ein passiger Zugang. Weil wir wollen reden wegen Iden, das ist in Mexiko, Iden Ashkenazim in dem 20. Jahrhundert, aber man darf sein klar, als Iden, als fardische Iden, seien angekommen in Mexiko mit der spanischen Eroberung von Spanien, Portugal. Die Inquisition hat versichert, dass Iden sollen da emigrieren. Die Inquisition ist angegangen von 1570 bis 1820 und sie hat gesucht Anusim oder behaltene Jiden, wo seien da reingefahren. Und die Sort geht von Jiddischkeit hat sich gemacht wie übergerissen. Sie da ein paar Hypothesen anders. Sie nicht unser Thema heim, sie sehr ein breite Thema, ein anderes Kapitel. Ich habe mit Tage mehr nennt zum 20. Jahrhundert und probiere reden wegen Ashkenazim erstens. In 1860 oder mehr oder weniger ein bisschen später seien dort 10, 12 Familien, deutsche Alsasser, Iden, großes Businessleid, was leken nicht ob sie ihre jüdische Abstammung da in Mexiko, aber seien nicht verinteressiert speziell in Aufbau etwas, wo soll da bleiben, seien gekommen, machen Business. Die Thema von Immigranten ist breit bekannt in 1887 und weiter, weil als die Pogromen in Russland und Juden nehmen sich zuvor, kein Amerika und anderswo. Der Mexikaner Präsident von jenen Jahren, der bekannte Porfirio Diaz, was ist ein Diktator über 30 Jahre im Land, sucht, sagt reinzulassen, 5000 Juden zu besetzen in unbearbeitete Stoch im Erd. Von dem wird es auch gar nicht daraus arbeiten. Mexiko, und das will ich anweisen, von dann muss dann bis dem 20. Jahrhundert, wird ohne oft eine humanitarische, praktische, politische Position legabe Immigranten, aber sie wird sehr winzig durchführen in die Thematik. Dann müssen wir gehen zum Sof vom 19. Jahrhundert mit dem Baron Hirsch, der deutsche-jüdische Finanzist, was hat gesucht zu bearbeiten und stützen, verschiedene Pläne zu schaffen, jüdische Kolonisatiedörfer in Argentinien, Brasil und auch in Mexiko. In Mexiko hat sich gar nicht von dem herausgearbeitet. Also als wir kommen nun im 20. Jahrhundert mit Jiden, die erste Jiden in 1906 oder 10, die erste 10 Jahre, seinen Tagesfardische Mischpoches von Türkei und Mizrach-Jiden, arabische Jiden von Syrien, von Aleppo und Damaskus. Und sie zusammen seien die erste, was da besetzen sich und nehmen rein die erste Ashkenazim, was kommen an, da seinen Jiden, Amerikaner-Jiden, originell von anderswo, aber Amerikaner-Jiden, was haben schon Amerikaner-Papieren, was willen Antläufen von die militärische Itchaives, wo sie dürfen abgeben, in die Zeit von die erste Weltmilchome. Sie kommen rein, dass sie sehen, was reden Englisch, sie sind unklar, sie wollen das schaffen etwas oder bleiben oder wie lang. Sie schaffen sich eine kleine Mine, why, und das sie seien die ersten Tage, wo seien echt Ashkenazisch, was wären aufgenommen von die ostfardische und arabische Jiden, welche ich habe schon der Mond. Mexiko ist ein Pitzkale Yishuv in Weltbanen. Mexiko wird haben um 40.000 Jiden bis heutzutage. Es wird ganz stabil, die Nummern seien nicht
100% präzise, aber das sind die Nummern mehr oder weniger. Und es redet sich von 20.000 Juden, nicht mehr. Sie ist sehr, sehr anders von Argentinien, wo es hat heutzutage 200.000 Juden, 80% von sie seien Aschkenazim, in die besten Zeiten 400.000 Juden, Brasil 130.000 Juden und auch gerät von den Vereinigten Staaten, wo es hat Millionen, knapp 7 heutzutage. Also ist das ein kleiner Ort, aber ein Ort, wo es wird sein eine Szene für uns, wo es kann sich werden wie eine Szene für uns, wo wir können sehen, die alle verschiedenen Themen, Ideen, Ideologien, Probleme und Vermessen sehr ähnlich, was geschehen über der ganzen Welt, da in einem kleinen Format. Es nehmen Reinwanderer aschkenazische Juden nach die Erste Weltmilchome von Russland, Polen, Litauen, Deutschland, Ungarn, Tschechoslowakei und anderswo. Meistens seien sie Junge, meistens seien sie alle Männer, sie kommen on allein, on Bekannte, on Chaveirin. Sie dürfen arbeiten ein gutes paar Jahre zu absparen Geld, zu können herbringen, eine Kalle, ein Mädel, ein Weib und so weiter. Noch später haben sie uns zu herbringen, Bekannte, Mischproche und anders. Die erste Zeit, sie wohnen knapp alle im Zentrum von Stadt, in Vecindades, wo es ein Gebäude von einem Zentergebäude, wo es hat ein Häuf und alle Tiere gucken raus zum Häuf, seinen Zimmern, wo es alle seinen Beschutz in dem Häuf. Der Häuf ist sozial wichtig, verarbeitet, es ist ein Markt, es ist alles zusammen dort, wo sie treffen sich und nicht nur gewohnt mit Goyim, verständlich, in die Erde. Sie haben sich gedungen Zimmern dort, sie haben genommen ihre eigenen Tiere und gemacht von dem Warstatten, sie haben verdungen Zimmer angekommen, aber die ganze Zeit haben sie gesucht, wie zu normalisieren sie ihre Existenz. Wie können sie verbinden sich, wenn sie seien Menschen, die kommen von so vielen verschiedenen Erden, mit verschiedenen Geschichten, persönliche und breitere von seinem Land. Und dort dürfen sie sich alle benehmen und annehmen zu werden an eine Gruppe, a viele. Sie seien alle fremd zu einer dem Zweiten. Und was hilft sie? Was hilft sie, sich ansparen einer dem Zweiten? Sprach, Jiddisch. Mit dem können sie reden und sie können sich durchreden. So herum, sie heben an zu aufbauen Elementen von Intimkeit, wo sie nicht geht anders, und sie nehmen Gefühlen, Gemeinsamkeiten, wo sie nur ein bisschen gefühlt, wenn sie gedauert, wenn sie seinen Gewinn mit den anderen Juden und das sie gewinnen die einzige Teil, was hat sie geholfen, mit sie sich zu verbinden. Wie noch sie können sich durchreden und reden mehr und sich teilen mit Elementen von ihrer Kultur, von dem Ritual, die Musikalischkeit, die Ideen, die sie haben reingesagt und reingebracht, von dem früheren Raum, von wann sie seien gekommen, dann verstehen sie, dass sie können aufbauen eine Welt für sich. Und sie stehen für ein neues Leben in einem Ort, wo man darf ausformen, ein neues Jeschuv, und sie haben eine Chance, allein sich zu beneiden. Frage ist, wer bin ich? Wer will ich da sein? Wie kann ich sein da anders oder wie können andere mir sehen? Das wird werden der Herausforderer von allen die Menschen. Sie seien Schneiders, sie Bäckers, sie Kuchers, sie seien Arbeiters, Angestellte, Kleinhandlers, Peddlers, sehr Sache Peddlers, und das ist sehr eine wichtige Profession, was sie geworden, was hat beneit und aufgebaut, ein bisschen eine Mittelklasse, wo da ist nicht gewesen in Mexiko. Poeten, zweitrangige Poeten, da seien sie geworden Poeten, einer will werden ein Schreiber, einer ist schon ein Schreiber. Sie seien gekommen in ein Land, wo es ist durchgegangen, eine Revolution, eine von den ersten Revolutionen im 20. Jahrhundert in Mexiko, wo es der Leute zu fantasieren, eine neue Sorte Gesellschaft, eine neue Zukunft, und öfter Iden können sich da heraushelfen ein bisschen. Die Bnei Brit wird kommen helfen, sie reden sich durch aber mit Arov und El Paso, Zielonka, und passt, dass Mexiko ist nicht kein Makom für kanadische Chalonis. Aber die Immigranten darstellen Tage anders. Sie nehmen sich aufbauen ein Jeschuv mit dem Blick zu morgen und zur Zukunft. Sie gehen alle durch, alle Prozesse, was Immigranten gehen durch tun. Psychologische Prozesse, soziologische Probleme, politische, ideologische, alles Ding.
Aber zu verstehen genau, wie es arbeitet und es formt sich etwas aus in einem neuen Yishuv, darf man gehen zu den spezifischen Persönlichkeiten, weil sie sehen, die Yechidim, was binden sich zu spezifischen Ideen und Formaten, was will etwas bauen und sie seien, die was seinen Matzliach oder bauen auf, was sie bauen auf. Für solche Details muss man gehen zu Lehnen privat allein. Ich wollte gesagt haben, darf gehen zu meinem Buch oder andere meine Materialien und die, was lehnen in Spanisch verständlich können gehen zu lehnen in Spanisch, ist da eine Sache mehr. Aber für unsere Analyse heint darf mir sein ein bisschen breiter und ich will zerteilen dem 20. Jahrhundert in 3 Perioden zu 25 Jahre jede eine, also es soll uns helfen an verstehen, was hat sich da getan. Die erste Periode ist von 1920 bis 1940 und ich rufe hier der Aufbauzeit, der Aufbauperiode. Die zweite wird sein von 40 bis 60 plus die Institutionalisatieperiode von alles, was hat sich aufgebaut früher. Und die dritte Periode von noch die 60er Jahren bis die 80er Jahren plus weiter, die Effekte von der Institutionalisation, mit welchen wir leben noch jetzt Heint dort in Mexiko. Es kommt anheben Tage mit dem Aufbau in die ersten 20 Jahre. Konkret aber schon genommen reden ein bisschen wegen der Ökonomie, wie wichtig es ist gewesen für jeder Immigrant zu machen ein Leben, zu finden Arbeit, ausklären an Arbeit, wie die Peddler haben ausgeklärt ihre Arbeit und wie schwer es ist gewesen, der ganze Raum für sie, einander sprach. Reichkeit, was wir gekannt sehen in Architektur, was hat sich ausgeformt mit Stilen von Frankreich und Spanien und nicht europäische Fassonen. Und eine riesige Ohrigkeit, was wir haben gesehen in die ortige Menschen, ortige geborene Menschen, was haben gehabt als sehr fremde Kultur, verschiedene fremde Sprachen, auch aus dem Spanisch. Was haben die Juden gewusst wegen dem? Was haben die Juden gewusst von der Geschichte, von was ist durchgekommen in die Land? Gar nicht. Und was haben die Menschen gewusst wegen Juden, wo seine Niedersach gekommen besetzen, im Zentrum von Stadt? Die einzige und die erste, was nehmen uns sich zu durchklären und durchplontern mit die alle Probleme, seien die, was willen schreiben. Und sehr, sehr gierig nehmen eine Sache von den Immigranten, Sache zu schreiben. Und das fordert eine spezielle Bewusstsinnigkeit zu formell denken und organisierendem Denken. Es nimmt sich Kochen dort zwischen die alle Menschen. Und ich gebe ein paar Beispiele von der ersten Etappe. Itzchok Berliner will werden ein Schreiber, will schreiben ein Buch, es wird geben ein Fiddisch verständlich, aber muss es dann mit lateinischen Äußers, nicht auch ein anderer Ausweg. Von allen die Gruppen Immigranten wären kleine spezifische Gruppen. Sie treffen sich ein paar Mal eine Woche, sie treffen sich im Center, bei Nacht, nach der Arbeit. Sie diskutieren, sie werden verbunden, sie werden verschiedene Organisationen, die klären durch einen spezifischen Standpunkt, mit der Ideologie, mit dem helfen sie sich verstehen, was es tut sich in sehr herum und was es tut sich noch in der alten Heim. In 1925 will sich formieren eine neue Theatergruppe. In 1927 kommt von vorwärts rein in Mexiko Druck aus ist, also als gleich nehmen sie sich zu der Arbeit. Mexikanerisch Leben, unser Wort, Kulturgesellschaft und so weiter. In 1928 geht raus ein Buch von Berliner, Glikowski und Glanz. 3 Wegen heißt der Buch, weil sie 3 Guckwinkel von 3 Schreiber, was verstehen dem herum, wo sie seien anders. Einer will sich zubinden, einer will verstehen, einer will Emotionen mit dem, was sieht, will Sympathie für dem, was sieht, ein anderer will aufhalten seine eigene Kultur und so weiter. Ob ihr wollt, haben ein bisschen mehr Details und einen größeren Tam von der ersten Schreiber, könnt ihr gehen zu der Anthologie von Argentiner, Jivo, Mexikanisch, Uruguayisch und Kubanisch, wird ihr dort treffen, ein paar mit alle von den Schreibers von jenen Jahren. 1921 eine Zeitung Der Weg, 1935 die Stimme, eine andere Zeitung. Man hört klar durch die alle Diskussionen und Analysen, wie die Ideologien und Ideen von Europa, Bundism, Zionism, Sozialism, Kommunism, Kulturalism, Integration, alles spiegelt sich ab in alles, was die Immigranten reden.
Und wie nur sie fühlen, als sie haben genug Koyach zu werden, eine Gruppe Tage allein, nutzen sie euch einen kleinen Sichsuch wegen dem Nussach auf der Tag von der Jontef in den Schul, wo sie seien gegangen, mit den anderen Jiden sich zu zerteilen. Man schafft eine neue Minien, wird heißen Nidche Israel, wird sein besonders, es nimmt Zeit zu aufbauen eine Schule, zu kriegen an der Leubenisch und so weiter. Aber dann baut man nur auf euch eine kleine Talmud Teurale. Später kommt in 1922 ein bisschen mehr eine säkuläre Schule, eine modernere Schule. Der Mond sagt, dass in 1921 die Zischo-Schules in Europe haben nun erst zu wachsen mit sehr Netz von Schules. Also ist das, die Schule ist verbunden, es fühlt sich sehr moderne, was sie tun, es fühlt sich fantastisch, dass sie seien mit dem Schwung von alles, was es tut sich in der jüdischen Welt. In 1924 die jüdische Schule wird eine säkuläre, größere Schule offiziell. In 1923 ist dort der Keren HaYesod. Die Zionisten, ja, ganz viel, nicht so viel, aber seien alle zerteilt in verschiedene Schattierungen. Es macht nicht aus, sie seien Gruppen, die diskutieren und reden wegen die Themen. Was es wird sehr klar von in der ersten Etappe ist, es ist da ein Thema. Sie darf sich integrieren, sie darf aufhalten die Kultur. Und der Rentfer ist der Zukunft und aufhalten die Kultur. Ich gehe geben ein Beispiel von wie wir können sehen, dass es ist geschehen. Die Bnei Bris von den Vereinigten Staaten kommt zu dem kleinen Yishuv Mexiko und sagt, ihr wisst was, Rabbi sei, wir wollen euch stützen, wir wollen euch helfen, ihr dürft sich integrieren. Schon will sie nicht, dass die Juden sollen später kommen, weiter kein Amerika und da nehmen, suchen, wie sich zu einarbeiten und aufarbeiten. Ihr dürft sich integrieren, Juden, und das, was wir wollen euch helfen, ist mit einer Nachmittagsschule. Die neuen Kinder dürfen gehen zu den lokalen Schulen und das ist, was es darf werden, euer Ziel. Die Immigranten warfen ab die Vorschläge. Sie nehmen nicht an die Geld viele. Sie sagen, wir gehen schaffen unsere Tagschule, mit welchem wir arbeiten schon. Und sie nehmen, diskutieren Jiddisch, Hebräisch, Englisch, wie viel Spanisch. Das ist die Pläne. Wie wird man ausarbeiten Programmen? Wie dürfen sein die Balancen von den alle Elementen von der Kultur? Der Erziehung der Schulwesen in Mexiko wird sich beweisen wie ein politischer Schettach, wo man wird durchführen und beteiligen sich in Milchomes und Gewehr. Das heißt, wo die verschiedenen Ideen und Ideologien wollen ausgenutzt werden von den aktiven Lehrern und Mitarbeitern dort, wie Gewehr, zu können versichern und verfesten, sich allein, seine Arbeit und euch öfter seine Ideen, seine Interpretation von was darf sein die Arbeit. Was es bleibt schon sehr klar, ganz frisch in die erste Periode und weiter, ist, als wir dürfen kämpfen, die ganze Zeit zu sehen, zu was bleibt man zugebunden, zu welchen Teilen von der Kultur ist man zugebunden. Die Schulen werden und haben ständig gehabt, verschiedenartige Mitarbeiter. Sie doch als ein kleiner Yishuv. Wir nicht gekannt haben, eine Schule, wo soll sein noch Ex oder wo soll sein noch anders. Die Schule haben gehabt Zionisten von verschiedenen Schattierungen, Koalitionmenschen, Allgemeine und so weiter. Shomer Zairnikes, euch. Bundisten, euch sehr anders, verschiedenartige, von scharfe zu schwachere, von anderen, wo seinen Gewinn noch interessiert in Kultur, in Sprach, Literatur, Geschichte und so weiter. Ein paar Kommunisten, nicht kein Sach, wo seinen euch Gewinn reingedreht in geben sehr Unsorg zu die Erziehers. Der Schettach von der Erziehung ist ein gesederdicker, gerangelt Schettach, ein emesser Weg zu der Leuben, als die Persönlichkeiten sollen versichern, seine Herrschaft mit seiner Ideen. Der Sechakel von der ersten Etappe Aufbau ist Tage, als sie do Institutions und als Sachvereinen, kleine, größere und so weiter, aber ein klarer Bewusstsein ist dort schon, kommt auf. Wir seien alle gegen Kultur- und Sprachassimilation. Das wird klar. Was geschieht in die zweite Etappe? Sehr anders geht das Leben und alles wird sich ein bisschen zerdrosselt.
In 1938 fuhren Zachois ein Zentralkomitee mit ein paar sfardische arabische Jiden und die Mehrheit Aschkenazim, die nicht nur die Mehrheit, nur der zentrale Koyach für eine lange Zeit, bis die Institution allein wird ein bisschen unabhängig. Sie dürfen, das ist ein Komitee, das darf können verhandeln mit der Regierung wegen jüdischer Immigranten oder jüdischer Probleme von allen. Die Zweite Weltmilchome ist eine schreckliche, zertummelte Zeit. Trotz dem Veto von den scheuderlichen Passierungen, die seien dort und da. Jeden wollten gewollt etwas helfen und sie ist sehr winzig, wo sie können öffnen. Die Resultaten seien Pitzkale. Sie kommen rein in Mexiko 5 Schiffe mit Menschen und man kann nicht ausarbeiten mit der Regierung, aber man soll sie losen da bleiben. Die einzige Schiff, was hat etwas an Success, ist die Serpa Pinto in 1941 mit 184 Menschen. 32 Juden kriegen der Leubenischen zu bleiben. Der Rechargev darf man wissen, dass das ist eine Unterperiode, wo sie da Cárdenas, was ist ein linker Präsident, Sympathiker zu linken Ideen in Mexiko. Und sie ist euch da Plating, was will reinkommen im Land von Spanien, die zivile Milchome in Spanien, die Republikaner, was an den Linke, was entläufen von Franco und seiner Regierung, was klappen an die Tiere in Spanien. 25.000 Spaniolen lässt man rein in Mexiko in jenen Jahren. Nicht auch kein Parallel zu unserer jüdischen Welt. Gar nicht ist also geschehen mit ihnen. Also ist es, die Position ist, als in Mexiko sitzt sehr starke Krise, was man fühlt von Judentum in der ganzen Welt in die 40er Jahren. Und die Aggressivkeit und Kämpferischkeit fühlt man inne wenig, weil man kann sehr winzig aufton über der Welt. Und es wird také schockeln, was es tut sich inne wenig in dem Jischuf. Aspekten und Ideen und Gruppen werden verkleinert und vermindert und andere werden gleichzeitig verstärkt und populär. Lemoschel und allgemein gerät, Bundisten haben schwachere Argumente noch die Milchome. Doigkeit, die Lösung, was hat berechtigt, was und wie eine kulturelle Minderheit kann fordern von der Mehrheitsgesellschaft Recht, Stütze, Protektion, Freiheit und auch viele Autonomie, ist mit den Kurven geblieben schwacher und für andere ist es im Ganzen durchgefallen. Nicht wichtig die Problematik, von was die Bundisten gerät, für allgemeine Gesellschaften, ist wichtig noch bis heutzutage vereint. Man darf hitten Minderheiten. Aber in jenem Moment, alles, was sie gekannt zusagen oder reden wegen dem für neue Minderheiten anderswo, und da ist gesehen sehr schwach. Auch bei Europa ist zerschmolzen geworden mit den Gruppen, was kann man schon fordern von der Ideologie ineinander geschafft. Wir reden wegen Kommunisten, was ich habe gesagt, in Mexiko öfter die schwachste Gruppe. Klein in Nummern, sie wackelt sich ganz oft. Die Partei ist nicht keine legale Partei in der Sachzeiten. Die ganze Zeit fragt man auch, ob sehr Loyalität und sehr Zubindendkeit zum Sowjetenverband. Und nicht ständig ist es klar, was es tut verrieden. Wenn es geht darauf, die Evidenz von den Schrittes und Hariges, was ist dort vorgekommen, zu die intellektuelle Elite, zu die Schreiber, die wichtigen Denkers, Iden im Sowjetenverband, hat man sie zugedrückt zum Wand und gesagt, loyal zu wem seid ihr? Die, die sind geblieben loyal zum Sowjetenverband, haben sich gedacht, marginalisieren, sie haben nicht gehabt, keine leichte Zeit in dem Jischuf, als aktive Menschen. Und sie ist geblieben eine kleine Randgruppe BMS, was ist nicht geworden aktiv in die Institutionen mehr. Zionisten von der anderen Seite. Ich habe gesagt, sie nicht gewinnen so viel, aber sie ist gewinnt. Und sie gewinnen Zionisten, die seinen Gewinn zerteilt in sehr Sache Organisation, sehr Sache. Es gewinnt Support da und Support dort. Aber die Position wird im Ganzen stärker und populär.
Man fährt nicht massiv kein Eretz Israel, man schickt aber ökonomische Stütze die ganze Zeit. Und der kleine Jeschuv Mexiko tut sehr erfahren Aufkommen von die Medine. Und andere Gruppen und andere Menschen und Mäzenaten tun euch, Gewehr ist geschickt von die Familie von die Suratskis, was schicken ein Schiff mit Gewehr, behaltene, in kein Eretz Israel. Es baut sich auf als sehr starke allgemeine emotionelle Verbindung mit der neuen Medine. Das legitimisiert die Authentischkeit von dem Nationalismus. Aber nicht alles ist glattig die ganze Zeit und nicht alles körpert sich heraus sehr klar. Und nicht klar kann man verstehen, was es meint. Sie nicht auch keine direkte Korrelation zwischen einer Sort Ideologie und was es geschieht gleich in Jeschuv. Von dem wird man davon warten, gute zentlicher Jahre. Lassen wir uns haben mit die ersten Jahren und wir werden reden von einem wichtigen Lehrer, was ist gekommen zu der jüdischen Schule in 1939. Gewesen ein Zionist von Shomer HaTzair und geworden ein Lehrer in Schule Avner Alifas. Eine Lehrerin-Schule, wo sie ist gewesen, äußergewöhnlich charismatisch. Ist geworden ein neuer Mannhig dort und ist gekommen mit so viel Energie von seiner eigenen Erfahrung von Eretz Israel, weil ist gekommen nach dem Wohnen und Leben dort und haben sich beteiligt in 2 verschiedene Kibbutzim. Organisiert mitteljährige Talmidim mit noch Mittagaktivitäten. Lernt sie und bewirkt sie legabe Chaluzism in Eretz Israel. Aber nicht alle verstehen. Sie do Eltern, die sagen, was tut er? Wo rührt er die alle Kinder? Verständlich sind die Menschen, die sind sehr zufrieden und sehen, als lebt auf etwas, was ist ein bisschen verschlafen und was ist nicht so aktiv. Aber andere Lehrer, Kollegen in die Schule fehlen an Kompetenz und fehlen sehr fragt ab, sehr still, wie sie arbeiten, wie sie lernen. Also ist es nicht alle Zionisten und nicht alle Sympathiker von der Medine und nicht alle Kollegen von einer Profession, Lehrer, helfen sich heraus einer dem Zweiten. Fährt weg, einmal ist auf einem Kongress, wo ist mit Lehrer, ist nicht in Schule und man nutzt die Gelegenheit, ihn zu beseitigen. Die meiste endigt sich nicht da, weil kriegt Stütze von Mischprochemenschen und von einem Mäzenat, Suratsky, und wir können aufbauen die Tarbut-Schule, eine neue Schule, eine hebräistische Schule, was sie hat mit Jiddisch und Hebräisch, wird sie werden eine hebräistische Schule später. Das ist ein Beispiel. In das Gewinners hat man aufgebaut mehr, es soll das als ja. Jetzt kommt Avrom Golomb, ein anderer Sort Lehrer. Kommt rein in 1944 in Mexiko. Ist ein Pädagoge, ein Philosoph, ein Erzieher, ein Schreiber. Hat gearbeitet in Wilna 10 Jahre im Lehrerseminar bis zum 31. Jahr. Ist weggefahren mit Größe Hispailes, kein Eretz Israel in 1932 und ungefähr dort mit der Schule in Mikve Israel, kiemat gekrogen eine hohen erzieherische Position wie ein Kulturumführer in Israel dicken Jeschuv, aber Konflikten zu wie viel mizrach-europäische jüdische Kultur ist passiv dort, hat gewirrt, soll Tage wegfahren und ist weggefahren kein Kanada. Von dort hat man ihn gebracht in 1944 als Lehrer in Mexiko, in dieselbe jüdische Schule. Und 2 Jahre später hat organisiert ein Lehrerseminar, weil hat klar gesagt, dass man darf ausführen mit neuen Lehrern, ein neuer Dor, wo soll umgehen mit der Arbeit. Mexiko hat dann gehabt eine gute, feste Gruppe europäische Lehrer, Leibel Bayon, Josef Rottenberg, Fumetartak, Shoshane Bergmann, Shaul Ferdman, Joni Fein, Schulgasser, und andere Menschen, die alle gewinnt, zugebunden zu der europäischen Kultur sehr stark. Wer ist der Lehrer Golomb, sich gefragt. Ist nicht klar kein Bundist, weil lässt sich nicht zubinden zu der Gruppe. Viele ist stark verinteressiert in alles, was so zu tun mit Jiddisch und jiddischer Kultur. Ist nicht kein klarer Zionist, weil will Jiddisch mit Hebräisch zugebunden wie muss. Hat Interesse in soziale Themen, in Kulturthemen, ist gegen Assimilation und hat einen Namen für seine eigene Philosophie.
seine eigene Pädagogie und das heißt integrale Jüdischkeit. Das ist eine tagtägliche Jüdischkeit, sagt was kann nicht sein eine stubige Jüdischkeit, eine behaltene Jüdischkeit. Es muss eine allgemeine Jüdischkeit, was wird sich benutzen mit den jüdischen Sprachen, Jüdisch und Hebräisch, mit Tradition, mit die volle Tradition, mit Geschichte, mit Literatur, Kultur, Musik. Integral, organisch und reingeflochten werden, darf sie werden in dem neuen Raum, was ist Mexiko. Man darf nicht austauschen eine Sache voneinander. Man darf nur zubinden eine Sache miteinander. Alle vielen Kritik euch hat. Die Lehrer sagen, wer ist gekommen uns lernen, wie wir dürfen führen, nach 20 Jahren unserer Schule. Kommt uns sagen, was wir haben zu tun. Wir tun es nicht genug gut, wir tun es nicht die ganze Zeit. Die Eltern halten, als fragt, was sie tun, wie sie haben die Kinder. Also ist, als fühlt euch, als sein Rahmen von Arbeit wird kleiner. Sie da verschiedene Konflikte, wir gehen nicht rein in die Details von dem Mister, bis muss weggehen und geht schaffen eine neue Schule im 50. Jahr, 1950, in unserer zweiten Etappe in Mitten. Schafft die neue jüdische Schule, Yud Lamed Peretz, und nehmt euch mit dem Lehrerseminar, was ist gewesen unter seiner Aufsehung. Ist weiter, darf mir sich fragen, ist das gewesen ein Nizochen, ein Ball Nizochen, ein Gewinner? Nicht klar in dem Moment. Es sieht doch aus, als sie schon in der Feuerschule ist, weil sie solche da, die kleine Talmud-Teure-Schule ist geworden, eine Javne, Mizrachi-Schule. Sie da Tarbut und Javne, die hebräistische Tarbut, Javne, zwei jüdische Schulen. Der Vergrößerglas von die Schulwesen sieht uns, wie alles wächst. Kinder seien gewesen 611 Kinder in 1940, wo seine reine jüdische Schule ist. In die 60er Jahren gewesen um 3800 Kinder. Ist der Sachakel von der zweiten Etappe Reichkeit, Fruchtbarkeit, neue Wurzeln und große Institutionen. Und man muss verändern die zweite Etappe mit was kristallisiert das alles, was vergliedert alles in ein Unikum. Und das ist die Kehille. Die Schirem-Institutie, was wird reinnehmen, theoretisch allemen, in 1959, sie nimmt Arbeiten ein bisschen ein paar Jahre später, aber man schafft die Konstitution von der Kehille, was ist ein Nomen und ein Konzept, was ist alt und bekannt in jüdischer Geschichte, aber da in Mexiko wird vorgestellt wie ein äußergewöhnlicher, moderner Zugang zu können sich organisieren. Sie gewinnen einen Artikel früher von Golom Neymol, was hat beschrieben und ausgerechnet, als einen 50 bis 60 Organisationsgruppen von Klaltours in Mexiko, in die kleine Mexiko. Ist alle genommen schreien, sie da eine Forderung, dass man muss auch zentralisieren. Man muss verhüten ökonomische Ressourcen, man muss verhüten menschliche Ressourcen. A Kehille wird alle Männer reinnehmen, Minionim, Rabbonim, Schulen und so weiter, als Ding, die alle zionistische Organisationen, von welchen sie knapp 10, Keren Kayemes, Keren Ayesod, zionistische Jugendbewegung, Freuen Organisationen, Vereine und Pionieren, Milas Chesed und Hilfsverein, Aguda Sachenschul, Nitche-Israel-Schul, Handelskammer und so weiter. Also ist es die aschkenazische Kehille Nitche Israel wird offiziell der Schirmdach für alle Organisationen und sie wird angeführt werden, eventuell von Aman Shimshon Feldman, wo sie gekommen in 1923, wo so sich aufgearbeitet, langsam von Poschete, Handarbeiten, wo sie hat gehabt, bis hat aufgebaut sein Rechusch und soll kennen werden, unabhängig von dem, auf zu können sich abgeben zu kolische Arbeit. Hat aufgebaut eine Kehille, was hat gedacht sein sympathisch ständig, was ist gewesen sympathisch ständig und zugebunden zu Zionismus und Medinas Israel, orthodoxisch, und verinteressiert in lokale Bedürfnisse. Es ist wichtig zu wissen, dass viele in Religion nehmen ein Sachjahr, bis wir sagen, die Amerikaner Konservativgruppen und die Reform kommen in Mexiko, ein bisschen später. Nicht zu lieb wie Kehille. Er hat
ein riesiger Talent zu verhandeln zwischen Ideologien oder Ideen und Konflikten und Persönlichkeiten. Und das nutzt uns 100%. Die Kehille hat einen Rat, wo seinen 54 Männer mit den Freunden, apropos, was wird umgehen bis heutzutage, was ist ein bisschen eine Stücke Schande, aber so ist es. Und das wird die Regierung von dem Yishuv. Es wird ein Yishuv mit einer politischen Kultur, was bürokratisiert ihre Institutionen, was stützt Israel, was ist orthodox, ist Rabbonim, Minyonim, der Moschewskeini, medizinische Hilfe und so weiter. Und hat eine Philosophie. Und die Philosophie ist gebaut mit welchen Abwerfen eine Sache von den Elementen von den ersten Teiljahren. Was hat aufgebaut die alle Institutionen. Sie wollen Harmonie, sie wollen Unifikation, sie wollen haben Kooperation einer mit dem Zweiten, denn sie dürfen mitarbeiten. Sie wollen verkleinern alle Konflikte. Sie wollen dezidieren einstimmig als Ding mit P1. Das heißt, die früheren Jahre, wo wir diskutiert Ideen und Ideologien, haben gelost euch nicht den besten Tam, wenn man will jetzt noch alles durchführen durch Harmonie, eine neue Politik. Und man darf sehen, wie es wird affektieren den Inhalt von Yishuv. Die Kehille nimmt da kein Element zum Anheb, aber sie nimmt da rein Persönlichkeiten, einzelne Menschen, wo seinen repräsentieren, lassen wir sagen, Ideen oder Ideologien, aber was propagandieren und lernen sehr sich die Ideen für sich allein. Sie seien nicht BMS Menschen, die repräsentieren Bewegungen. Lassen wir sagen, die Schreiber, was haben so viel reingerät und herausgearbeitet, wie man darf filmen, was man darf tun in den ersten Jahren da in Yishuv, wie Glanz, haben nicht gelassen Kinder, was haben können lernen, alles was allein hat geschrieben. Ein zweiter, Tuvie Meisel, ein klarer Bundist, ein scharfer Mensch, ein hochgelernter Mensch, was hat eine Sache getan für das Kulturleben von Yishuv, was hat mitgearbeitet und gewinnt kooptiert in die Kehille. Als ein Bundist ist ein Mensch, was hat gearbeitet für sich, was hat nicht euch übergelassen, Mischproche oder noch gehers andere, was soll noch gehen in seine Tritt. Der Sechakel dann von die 20 Jahren, von 1940 bis 60, ist eine dort Zerspreitung, eine institutionelle Reifkeit und ein neuer Rahmen, was wird funktionell, bürokratisiert und stabil. Es sieht aus, als alle seinen Gewinner. Aber wenn wir gehen rein zu unserer dritten Etappe, weil wir nehmen sehen unerwartete Konsequenzen, was wir nicht sich vorgestellt wollen vorkommen. Wir wollen nehmen sehen, dass sie da nicht nur Gewinners und als alle gewinnen etwas, wenn sie können sich aufbauen, sie ihr eigener Winkel, wo sie können arbeiten, nur als es da Verspielers euch. Feldmanns Stil wird mehr und mehr autoritarisch. Die ganze Kehille mit den Institutionen in die Kehille werden autoritarisch. Sein Koyach wird zentralisiert, es baut sich auf eine Elite, was verkleinert sich die Ratmänner und die alle Institutionen, wo sie arbeiten dort, wo sie kriegen Stütze. Und es ist da ein klarer Ansatz, ein neuer, klarer Ansatz für den Yishuv. Politik ist der exklusive Traum und Ressource von die Kehille und ihre Repräsentanten. Die Masse darf sich nicht mischen, die Masse darf nur stützen und zustimmen. Und das sind klare Rollen für alle Mitglieder von dem Yishuv. Bis Golob fortweg ist nicht alles sehr klar, aber als fortweg nimmt man vielen dem Anheb von einer neuen Beit in die dritte Etappe. Die Goles-Ideologies, die amolige Ideologies, die seinen Gewinner reingeflochten in alles, was sozusagen gebaut in Mexiko, werden abgeschwacht. Sie haben winziger Prestige und Starkheit. Sie haben einen schwacheren Abklang. Die jüngeren Chevre seien alle zugebunden zu Israel und sie verstehen nicht, aber können zuziehen und zubinden sich mit jenen Ideologien. Wie in sehr Verstand, Israel ist das Einzige, was gibt uns Optimismus und Kium und das rät zu den Massen
und füllt alle Menschen mit Hoffnung und mit Freude. Und die Freude und Hoffnung ist etwas, was alle Juden teilen sich mit dem, aber sie können sich nicht ausplantern, wie man darf sich ausleben mit dem. Die Kehille nimmt Arbeiten mit dem Stil a Vermachtern und alle Schulen arbeiten. Man weiß winziger, von wie sie arbeiten und was sie tun. Es ist alles ausgeführt hinter die Kulissen. Man sieht nicht kein Joschin und kein zugebundener dort zu die alle Ideologien, weil die alle Patronaten in die Schule nehmen fordern neue Sachen. Man soll auch werfen die altfränkischen, das ist sehr Name, Ideologien und man soll sich nehmen, ausführen ineinander weg. Was es sieht uns ist, dass es ist gewinn behalten, dann schon, a Pyrrhus Nizochen. Das heißt a Pyrrhic Victory auf Englisch. Der schwachste Ringel von alles, was mir aufgebaut wird, nicht dauern zu lang, bis wird platzen. Und das wird sein, mit etwas, was ich kiemat nicht gerät wegen dem, es wird sich ausführen von dem Lehrerseminar. Golem vorweg, wir beseitigten in die neue Schule, wo ist, weil der Patronat will mehr israelische Lehrer, ein anderer Sort Schoenplan, mehr Limudim, wo sollen emphasisieren andere Sachen. Sie stimmen nicht mit dem, stimmt nicht mit den jungen Menschen, sie seien die Gebers von dem Geld. Also ist also vorweg in Eretz Israel, man bringt einen israelischen Direktor, was hat nicht zu viel kein Verstand zu der Kultur von der Schule, wie sie gewesen gebaut früher, und nimmt über euch dem Seminar. Der Seminar von Lehrerkes, was ist ein kleiner, was ist keinmal nicht gewesen zu viel abgeschätzt und nicht zu viel abgehitten. Und winziger ist er, wenn hat nicht das spezifische Patronat, wo soll stehen hinter ihm. Ist unter die Aufsicht von der Kehille allein. Bis die 70er Jahren ist der Seminar gewesen und geworden eine Frauenschule, eine mädelsche Schule, weil Lehrerei, jüdische Lehrerei geworden eine mädelsche Parnasse, eine Frauenparnasse. Eltern haben oft nicht gewollt, dass die Mädchen, was haben gewollt lernen, sollen weggehen in den größten, riesigen deutschen nationalen Universitäten. Aber in die 70er Jahren schaffen sich private Universitäten, kleinere Institutionen in andere Gegenden vom Stadt und die Mädchen aschkenasische vielen, als sie haben eine Möglichkeit zu gehen, lernen, höhere Limudim anderswo. Der Seminar bleibt mit der Mehrheit und ist eine kleine Schule ständig gewesen von sfardischen und arabischen Studenten, was schätzen nicht auf Bichlal dem Jiddisch, sie gehen es nicht lernen. Und es hat für sie nicht keinen Sinn, kulturell gerät oder badeit und euch nicht keinen Nutzen. Sie wollen es nicht nutzen in ihrer Arbeit. Man importiert die ganze Zeit israelische Lehrer, bessere oder ärgere. Man importiert nicht keine jüdische Lehrer, von nirgends nicht. Ist vor dem Zachäus eine Anomalie, was der läuft, als der Seminar soll aussehen wie eine ausgespielte Institution in unserer dritten Etappe. Wir haben teilnehmen, als der Seminar führt sich auf ein Steiger wie eine Gilde, mit Kenntnis, was wird übergegeben, informell, unformell. Und man darf es wegstellen gegen ein anderes Sortmodell der erzieherischen Institution. Man drückt auf den Wert Achinuch, also soll mehr nicht herauslösen, keine ökonomische Stütze, wo es Teug nicht mehr versehen. Sie wollen sich besser Meschader sein, ein paar von die, was leben das vor, mit Israel, die Kesochnut, für eine Stickelzeit, bis sie kriegen lokale Stützers, zu aufbauen eine neue Institution der Universidad Hebraica, eine hoch Limud Institution, sagen sie, mit welchem wir sich kennen, rechnen und stolzieren. Der Wada Chinuch vermacht in die 80er Jahren dem Seminar. Und es dauert nicht zu lang, bis in jede eine von den Schulen nimmt man abnehmen Schoen von dem Jiddisch Limud. Die Lehrer, die bleiben aktiv, tun das, bis sie pensionieren sich oder bis sie wollen weggehen. Das ist auch ein anderes Kapitel. Zum Sof, der Jiddisch Limud in die alle Schulen vermacht sich. Das heißt, als die aschkenasische Schule seien jetzt geworden,
Jüdische Schules mit Gemisch von Kindern von allen Gruppen, sfardische, arabische und askenazische, von allen Stodim, von allen Schules, askenazische Kinder dort und sfardische Kinder dort. Sie schon 25 Jahre sind die Beitungen, sinds der Universität Hebraica steht und sinds man hat dezidiert, herauszunehmen und herauswerfen die Hotel von Kultur, mit welchem man hat gehabt, so viel aufgebaut. Die Hebraica ist verrechnet für eine dicke Institution. Mir ist nicht klar, wie viel sie ist zugebunden zu die Schule Stake. Ich weiß, dass sie haben sehr eine gute Abteilung für Kindergartenlehrer mit sehr modernen Zugang für diese Art Lehrerei. Aber ich weiß nicht, wie viel sie greifen zu direkt Lehrern, die gehen rein in die Schule. Ich weiß, dass sie allein definieren ihre Stellung, wie sie greifen zum Manhiging für die Zukunft von Yishuv. Was ist da geschehen? Mexiko wächst weiter. Der dritte Stapel kann fast angesehen werden wie ein weiter dicker, besserer, breiterer Stapel. Oder man kann sich haben, von unserem Blickwinkel, als man hat verloren, eine Sache von der Kultur, was ist gewesen, die erste Teil von den Elementen, mit welchen man hat gebaut, dem Yishuv. Der neue Dor oder die neue Deures, was es einen schon ein paar, hat nicht keinen Nutzen, kein Mark, keine Relevanz für den jüdischen Limut. Sieht nicht, mit was man darf es haben nach Hutz, was man kann haben, 20 solche Wörter auf Jiddisch, was man nutzt, reingedreht in Spanisch, und sind noch dort Tradition von Essen, Ashkenazische Maicholim, wird, der echte tiefer Limut und Nutzen und Bekanntschaft mit der Kultur hat sich verloren. Sie ist abgeworfen geworden. Sie sehen nicht keinen Nutzen für dem. Sie verstehen nicht. Gar nicht, was es tut sich herum, die Teil von der Kultur. Man darf euch sagen, als der Dor, was hat gebaut, hat nicht gewusst, wie abzugeben den Bagage von Kultur an einem Dor. Und sie haben sich abgegeben nur mit Politik und politisiert alles, was sie haben angerührt. Also ja, sie haben vergessen, dem alten System von Kiyum, von Kulturkiyum, von religiösen Kiyum, was der jüdische Volk hat genutzt. Der alte Nase Venishma, man darf dann aufzukennen verstehen. Und als man tut nicht, und als man ist nicht zugebunden zu den Sachen, kann man sie nicht verstehen. Ist dort seine mir heint, das geht noch an als eine Inertie bis heint zu Tag. Wir haben geredet wegen Nächten, wir haben geredet wegen heint, und wegen morgen bleibt zu sehen, was es wird kommen. Einen großen Dank. Danke, Adina. Die 100 Menschen wollten gepatscht, bravo, wenn wir können sie sehen und wenn wir können sie hören. Das ist eine verhappendicke Lektie, Gorgor verhappendick. Interessant, wie also wir können summieren die Geschichte von einem relativ kleinen Yishuv, wie ihr sagt. Und das machen so stark interessant, so verhappendig. Und das zerteilen auf 3 Etappen. Also, ich will sich schön nehmen zu der Frage, was mir stellt uns von Eulen. Wir haben eine Frage, wir haben ein Kompliment, wo das ist fantastisch gerät. Das sagt uns Fabian Gorodzinski. Eine Frage stellt uns David Katz, was ist verschrieben in der Sommerprogramm auf dem 6. Niveau. Und ist verinteressiert, indem sie Jiddisch hat übergelassen Spuren in Mexiko auf dem ortigen Spanisch zwischen der jiddischen Bevölkerung und auch zwischen der nicht-jiddischen, der allgemein spanisch-redenden Bevölkerung. Wie das ist vorgekommen da in Amerika, Es ist interessant, nicht auf so viel wie in Amerika, sicher.
verständlich, es ist so eine kleine Gruppe und es ist eine Gruppe nur, was funktioniert kiemat nur in die Hauptstadt, viele sind auch ein paar Jeschuwim in die Provinzen, aber jene Jeschuwim haben noch winziger Kultur gehabt wie die Hauptstadt. Aber es ist interessant seine Frage, weil ich bin da nicht letztens bekannt geworden mit einer nicht-jüdischen Frau, die arbeitet in Linguistik und die arbeitet genau die Probleme und die Themen und auf wie viel Jiddisch ist rein in Spanisch. Aber es sind nicht so viel, als ist rein in Spanisch, nur auf wie viel die Spanisch reden, die Jiden nutzen Jiddisch in sehr Spanisch. Das ist, wie man sieht es. Es wird nicht sein, kein Programm von Television, was wir sagen, they are schlepping oder Tumult oder solche Wörter, was da hört man sehr oft in die Neues, lassen wir sagen, ja? Von Nitiden, wenn sie reden in Television. Das geschieht nicht. Aber was man hört, ist der Jiddisch reingeflochten in Menschen, die kennen die Sprache und was nutzen spezifischen Vokabular zu können, sich herausreden. Die zweite Sache, was ist interessant, aber das ist geschehen nur zum Monheit, ist, wenn sie es gewähnen, echt jüdische Redendiker dort, die ersten Immigranten, die Mitarbeiter, die goyische Mitarbeiter von sie, die haben gewohnt in die Vecindades, die sind gewöhnt zusammen, andere Jiden erzählen, eine Nanne, eine Gehilfe in einem Geschäft, eine Schneiderke und so weiter, und sich ausgelernt Jiddisch und pflegt mit sie reden Jiddisch fließig. Das ist geschehen, aber mehr weiß ich nicht von dem. Ja, danke. Adina, ich habe verfehlt zu der Monen dein Buch. Sei sehr gut der Mon, der unser Eulim soll kennen, akukton. Der Buch ist, ich verbringe neue Weisen. Der Buch heißt Aschkenazische, ihr könnt es sehen oder nicht? Ja. Ashkenazi Jews in Mexico, Ideologies in the Structuring of a Community, herausgegeben von SUNY Press. Und das ist ein Resultat von deinem Doktorat? Das ist gewesen von meinem Doktorat, ja. Und ich habe verschiedene andere Artikel, die haben bearbeitet, verschiedene Themen, Leute wie Mexiko und kennen oder kennen nicht, kennen herabschlingen die ganze Idee von verschiedenen Identitäten, lassen wir sagen, wie eine Minderheit, das ist ein wichtiger Problem, sehr ein großes Problem, von den Schulen, von den Ideologien, von den idealen Schulen, und so weiter. No? Das ist, wir können es gleich finden, wer es will, sich das suchen. Fein, gut. Es seien nicht auch andere Gelernte mit dem Namen Adina Zimet. Also mit Google wird ihr kennen, bald gefunden, das, was Adina hat aufgetan bis daher, ja? Oder Adina Zimet, der Singer, euch unter dem Namen. Okay. Me fragt euch, Fabian Gorodzinski, der, was hat dir früher gemacht, ein Kompliment, fragt, wie kommt es, was, ich meine, das ist gezielt zu dir, wie kommt es, was du redest Jiddisch, und wie kommt es, und wie viel Jiddisch wird benutzt in der jiddischen Schule in Mexiko, Ich lerne für erst die zweite Frage, weil das ist die Thema von heute. Und man benutzt gar nicht kein Jiddisch in die jiddische Schule. Sie ist weg, man vermacht die Departementen mit der Lehrerei von Jiddisch. Efter einmal singen sie ja Lieder, wenn sie machen eine Vorstellung, das weiß ich nicht. Aber sie ist schon nicht auch im Departement von Jiddisch in keine Schule. Als sie das farbische Kinder, arabische Kinder in die Schule, sie lernen nicht mehr kein Jiddisch, man fordert nicht von sie das und so weiter. Das ist weg. Die neue jiddische Schule hat sich auch gemacht, in 2000 mit etwas. Es sind nicht mehr genug Kinder oder keine Stütze. Man hat probiert zu neu binden die alte jiddische Schule mit der neuen jiddische Schule, Golemsschule. Sie haben sich nicht gekannt, ausplantern zwischen sich, die Patronaten. Also ist das mit vermacht die Schule. Und sie geblieben, die alte jiddische Schule, zugebunden zu Ort. Mit dieser Philosophie, aber Jiddisch ist im Ganzen nicht so. Ich persönlich bin ein erster Dor. Ich bin eine Geborene von Eltern, die sind gekommen von meiner Tate von Polen, als Kind, kein Mexiko, mit seiner Sprache. Und meine Mama ist ein Leben gebliebene junge Mädel geblieben von Lite, von Kovne,
und gekommen kein Mexiko, weil sie gewinnen eine Mischproche von Mexiko, was hat sie ja auch gebracht in Mexiko. Und meine Mischproche, meine Eltern haben sich bekannt, wir sind 3 Kinder und bei uns in Stub hat man gerät Jiddisch fließig die ganze Zeit. Wir sind Bichlal eine Mischproche, die Zimetz von der Seite, wo Avner Alifas ist ein Onkel, also ist das in unser Freitag zu nachtigen Tisch bei der Boben, ich gewinne einen Tisch, wo mit Geräten Ideologie und Politik diskutiert. Jene Mischproche hat ausgehodet ihre Kinder auf Hebräisch, fließig, und uns hat man ausgehodet auf Jiddisch. Und das ist, wir sind alle Cousins, wir sind uns alle ausgelebt zusammen. Das heißt, dass bei uns gewinne eine sehr starke Bewusstseinigkeit von Kulturleben in allgemein. Und das Diskutieren und Debattieren, Ja. welcher Sprache? Mit Gerät auf Jiddisch, beim Tisch gewinne auf Jiddisch, alle im Gerät auf Jiddisch, das sie gewinnt. Die Kinder haben Sachen gespielt, aber sie haben sich ausgelernt diskutieren, öfter, nicht so beäuchert. Nur von her, ja. Elisheva Edelson fragt das so, oder sagt uns, als sie gewinnen als solche, was haben geteilt, als Englisch darf man lieber wie Jiddisch in der Erziehung. Wenn sozusagen genommen brechen das System, wenn wir genommen sagen, man will wegwerfen die jüdische Schoen mit dem Schoenplan, seien geblieben ein paar Schoen eine Woche freie, sie ausnutzen für etwas anderes. Und der Argument ist geworden von den jüngeren Eltern, Patronaten in Schule, öfter darf man übergehen, zu geben die Kinder mehr Englisch, sof, die Kinder wollen öfter einmal gehen, lernen in amerikanischen Universitäten, höhere Bildungs, es ist sehr wichtig heutzutage über die ganze Welt zu haben die internationale Sprache wie Englisch. Hat man auf diese Fasson argumentiert, dass man kann austauschen eine Sache von die zweite. Ist man geworden sprachassimulatorisch. Heißt es. Gittel Schächter Wischwanat fragt, wir verstehen, dass der Jiddisch morgen in Mexiko ist etwas schwacher. Ist noch ein da Kehille Jiddisch-Reders und sie kennen noch ein gefunden jiddischsprachige Kulturprogramme. Es ist da Jiddisch-Reder, aber sehr winzig. Es ist da eine Gruppe, was trifft sich, dachte ich mir, jede Woche oder jede paar Wochen, was lernen Jiddisch, da sind gewesen Lehrerkes und Klaltours von den Schulen, was haben lieb die Sprache. Und sie treffen sich mit ein paar Männern, sie ist eine Gruppe von 13, 15 Menschen. Sie ist gewesen einmal eine Kulturgruppe pro Jiddisch, was hat sehr fein gearbeitet mit kulturellen Aktivitäten, mit auch gebracht, lassen wir sagen, Sam Kassova als Redner, wenn wir noch David Roskes und verschiedene andere Menschen, Gruppes von Israel, was haben gesungen, euch gesungen mit Jiddisch, verschiedene Sorten Kulturaktivitäten, was sind gewesen sehr, sehr successful und sophistikiert. Das sind auch private Menschen und Mischproches, was tun, aber große, klaltuerische Aktivitäten ist nicht, was ich weiß. Es fragt Miriam Mandelbaum, also, sie fragt wegen, ich will summieren ihre Frage, sie fragt wegen einem Vergleich zwischen Mexikaner Ashkenazim, dachte ich mir in Mexiko, die noch Hurbendige, das heißt, die geraten wird, die sind angekommen nach der Zweiten Weltkrieg. Wie vergleicht sich das Leben in Mexiko von solchen Jiden mit solche Jiden in andere Länder, wo sie sind angekommen, noch ein Churben? In Mexiko sind sehr, sehr winzig Jiden gekommen nach dem Milchome, weil Mexiko hat nicht gegeben kein Papier leicht. Mein Bobe, lassen wir sagen, meine Mames Mame und meine Mame sind gekommen kein Mexiko, weil ich habe eine Tante, eine Schwester von die Bobe, was hat sie ja auch gebracht. Meine Mama gewinnt eine junge Mädel, wenn sie hat Hassene gehabt mit einem jüdischen Menschen in Mexiko, meine Taten hat sie gekrochen Papiere. Aber mein Bobe, wo sie gewinnt allein und geblieben allein, mit Hassene gehabt, hat gelebt in Mexiko 52 Jahre wie ein Apatrida, ein Mensch ohne ein Land. Mit einem speziellen Passport, ein Grüner, dachte ich, wie das gewinnt, aber ich mache nicht kein Toes, mit welchem sie hat gekannt vorn, weil sie hat verständlich nicht gehabt, kein Passport von Lite.
und sie hat keinmal nicht gekannt kriegen, kein Passport von Mexiko. Das ist nur ein Beispiel, aber nur zu sagen und zu beweisen, wie schwer es ist gewesen zu kriegen Papiere und wie sehr winzig Menschen haben das gekriegt. Wenn der Präsident Echeverria ist gefahren in Israel und mit dem gevierten Yad Vashem und hat sich sehr impressioniert und aufgerudert mit was hat gehört dort, hat gleich gewollt sagen, als Mexiko hat geöffnet die Tieren vom Land und hat genommen fragen sein Komitee dort Menschen, wie viel Lieden hat man reingenommen bei uns im Land, was haben wir getan für die Lieden und die Frage gegangen wie die Spiel vom Telefon, ja, einer fragt dem zweiten, dem dritten, also sie haben gesagt, sie dürfen durchklären, eventuell ist zurückgekommen der Rentner, dachte sich als 5000 Team und hat sich gefühlt gut und mit dem sehr bedankt und also weiter. Aber sie ist nicht gestiegen und nicht gefreut. Das ist keinmal nicht geschehen. Und sie gewinnen, auf den Moment hat man ihm gewollt machen, vielen gut und Israel hat nicht reagiert. Adina, Dank, ich sehe, als die Zeit ist gelaufen, dein Lektion ist gewesen, gepackte, stark interessant, Dank noch einmal, Dank wieder, was du hast geholfen, Mekayem sein mein Cholem von repräsentieren Kol Tfutzes Yisrael, was scheich der jüdischen Zivilisation, eine außergewöhnliche Lektion. Ein größten Dank dir, ein größten Dank teure Eulen von Kommen. Gedenkt, als alle Montag in Meschach von der Sommerprogramm kommt vor die jüdische Lektion und alle Donnerstag die englische Lektion. Die Themen werden angegeben auf dem Webseite von Jivo. Und Dank wieder von Kommen. Dank allem. Dank dir. Dank für die Einladung und für alle Zuhörer. Die beste Wünsche.